So, hallo zusammen und wir kommen bei einem neuen Video und zwar eigentlich schon mal bei einem Let's Test vom Venedig. Und wir von den Freaky Co-Players haben uns überlegt, wir könnten eigentlich mal ein paar Games testen. Wir machen eigentlich in dem Sinne nicht das Let's Play, sondern testen die Games kurz an. Und je nachdem, wie es uns gefällt, kann das natürlich auch sein, dass es als Let's Play weitergeführt wird. Warum das wir jetzt, oder warum das ich jetzt gerade das Let's Test von Venedig machen ist, wir haben bei unserem Kanal auf YouTube, bei den Freaky Co-Players, eine neue Playlist erstellen. Und zwar, wo wir in jeder Ausgabe vom GameStar-Heft, wo jeden Monat kommt, eine von diesen Vollversionen, die sie einmal mitgeben, die eigentlich sozusagen geschenkt sind, mal anspielen und das testen und wenn einfach mal schauen, wie das bei den Leuten ankommt. Das Venedig ist von der Dezember-Ausgabe vom GameStar vom 2011. Ich fange jetzt extra ein bisschen später an, nicht mit dem aktuellen Februar, sondern ich fange jetzt mal beim Dezember an, letztes Jahr, da kommt der Januar, Dezember und so weiter. Auf der Dezember-Ausgabe haben wir zwei Vollversionen, eine ist das Anno 1503, was sicher auch alle können. Sehr viele werden es auch schon gespielt haben. Und eben das Venedig. Ich habe mich eigentlich eher für das Venedig entschieden, weil es ist ein RPG-Spiel, was mich sowieso immer ein bisschen reizt. Und zum Testen, warum nicht. Das Anno 1503, ja, ein Aufbauspiel finde ich jetzt ein bisschen schwierig so als Let's Test oder Let's Play machen. Und ja, darum fange ich jetzt einfach mal mit dem Venedig an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr wenig bis gar nicht informiert über das Spiel. Ich werde das mit euch zusammen mal anspielen, mal testen, wie das aussieht. Lassen wir da mal rein. Ist es vollbracht? Das Blut ist verschwunden. Sind wir noch in der Welt der Lebenden? Ja, das sind wir. Wir werden für immer hier sein. Es sei denn, ich fühle eine schwache Präsenz. Ein kleiner Funke nur, aber er könnte alles zu Fall bringen. Aber du sagtest, dass uns Shrike. niemand gefährlich... Wir müssen den Grund finden und vernichten. Was immer du wünschst, mein neuer Fürst. Doch wo sollen wir suchen? Also, dann werden wir das mal anschauen. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich gelesen, das Spiel ist im 09 rausgekommen, glaube ich. Aber kostet eigentlich mittlerweile nicht mehr so viel, wenn man es kaufen will. Ja, also sicher nicht gerade eines der schlechtesten Games. Für Zeitvertreib zwischendurch sicher mal sehenswert. Die Grafik sieht jetzt auf den ersten Ich kann Moment nicht auch nicht glauben, so dass schon schlecht Mitsommer aus. ist. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Und ich kann noch so viel davon mit dir verbringen. Es scheint nie genug zu sein. Du weißt, ich muss morgen los. Also, hast du über mein Angebot nachgedacht? Ja, und ich würde liebend gern mit dir kommen. Aber ich glaube nicht, dass ich kann. Es ist nicht meine Bestimmung, ein Held zu sein. Aber meine Bestimmung ist es, an deiner Seite zu sein. Sag nur ein Wort und ich bleibe hier bei dir. Nein, Benedikt, du kannst nicht hier bleiben. Ich meine, schau dich an, in dieser glänzenden Rüstung. Du darfst deine Zeit nicht in diesem Dorf verschwenden. Geh und fang mit deiner Ausbildung an. Es war schon immer dein Traum. Ich dagegen gehöre hierher. Egal, was die Leute sagen, das hier ist meine Heimat. Ich bin kein Abenteurer. Keine Sorge. Die Welt zu retten hört sich für mich viel einfacher an, als dir all das zu geben, was du verdienst. Ich werde nicht lange weg sein. Versprochen. Vorsicht, versprich nichts, was du nicht auch halten kannst. Benedikt, komm mal her! Irgendwas stimmt nicht! Paul,
Du suchst dir wirklich immer den ungünstigsten Zeitpunkt aus. Und du bleibst genau hier. Nicht weglaufen. Was? Wer sind diese? Oh nein! Lauft um euer Leben! Scarlet! Komm hier rüber! Schnell! Also, das können wir, ja, das ist in jedem Game etwa gleich. Wir lassen jetzt auch gerade los mit der Scarlet. Das geht natürlich gerade voll los. Ja. Leider nicht in der Ego-Perspektive, aber das ist halt nur Gewöhnungssache. Scarlet! Nein! Bleib da! Ich bin gleich bei dir. Oh nein! Nein! Hilfe! Irgendwer helft mir! Also. Hey! Oh, das ist sehr schnell. Du hast deine erste Waffe gefunden. Drücke E, um sie zu ziehen. Und dann benutze den Aktionsknopf zum Schlagen. Vielleicht findet sich in der Nähe ein zerstörbarer Gegenstand. Also. Ja, ich muss da glaube ich noch die Empfindlichkeit von der Musik einstellen. Jawohl, das geht schon mal richtig los. Das gefällt mir noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht gerade von Anfang an richtig los. Durchsuchen. Ein bisschen Gold. Wenn du Gegenstände kaufst oder findest, kannst du sie im Inventar ansehen, indem du I wie Inventar drückst. Um einen Gegenstand zu verwenden oder eine neue Waffe zu nutzen, ziehe sie auf Scarlet oder klicke doppelt auf sie. Also, da haben wir das Messer. Ja. Gegenstände, die man aufnehmen kann, leuchtet irgendwie nicht. Das ist ein bisschen blöd. Moment mal, ich muss die Einstellung ein bisschen ändern. Eingabe, Empfindlichkeit, wo haben wir es? Ja, leider ist das möglich. Okay, ich finde es jetzt gerade nicht. Ich will mich schon weiter gehen. Also gehen wir weiter. Helfen wir da unseren Leuten. Natürlich auch kurz suchen. Oh Gott, ist immer gut. Unzauber kann zur Heilung verwendet werden. Das ist auch nicht schlecht. Ja, also wir... Unser Retter. Die Schmalzlocke.
Der Grind abeinander, sehr gut. Der Helm durch. Das glaube ich auch schon gefunkt zwischen den Zeilen. He? Oh. Unerwartet. Was? Benedikt? Das war nicht so leicht, wie ich dachte. Nein, nein, das kann nicht sein. Du bist in Sicherheit. Das ist alles, was zählt. Tu mir das nicht an. Bitte. Ich werde bei dir sein. Immer. Oh nein. Benedikt. Nein. Nein. Ja, das wär's, hä? Die arme Sau. Meine Tochter. Wer bist du? Dir bleibt keine Zeit, um deinen Verlust zu beweinen. Was ist das hier? Ein Traum? Nur du stehst zwischen dem Leben und der ewigen Dunkelheit. Ich verstehe das nicht. Was bedeutet das alles? Du besitzt Kräfte, derer du dir noch nicht bewusst bist. Diese Kräfte musst du beherrschen lernen. Das ist dein Schicksal. Kräfte? Ich besitze keine Kräfte. Mein Geliebter ist gestorben und ich konnte nichts dagegen tun. Ich bin keine Kriegerin. Wie konnte das alles nur passieren? Du wirst alles erfahren, schon sehr bald. Für den Augenblick aber muss dir genügen, dass du weißt, dass du stark werden wirst und das Schicksal deiner Welt entscheiden kannst. Meiner Welt? Es gibt nichts mehr, was mich in dieser Welt halten kann. Was auch immer es ist, von dem du sprichst, es wird ohne mich geschehen müssen. Meine Tochter, höre mir genau zu. Ich werde dir Macht geben und Schutz. Damit wirst du Großes bewirken können. Du kannst Menschen wiedersehen, die deine Welt verlassen haben. Benedikt! Oder du setzt deine Macht ein, um diejenigen zu zerschmettern, die dir und den Menschen, die dir nahestehen, dies angetan haben. Tröstet dich das? Ja, da sind wir schon bei unserer ersten Entscheidung. Ich will Rache, ich bin noch unentschlossen, ich will Benedikt wiedersehen. Sehr schwierig, ich weiß gar nicht, was die zwei, was da für eine Rolle gespielt hat in ihrem Leben. Ich weiß gar nicht, ob die zusammen gewesen sind. Ich persönlich würde mich jetzt für Drachen entscheiden, weil ich glaube, da kommen ein bisschen düsterere Mächte zum Vorschein, das tut Ja. immer gut. Gib mir die Macht, Rache zu nehmen. Also ist es Rache, nach der du strebst. Wie dem auch sei, deine Beweggründe sind für mich nicht von Bedeutung. Solange du meine das soll er nicht Aufgabe fragen. erfüllst. Finde das Versteck der Mondklinge, die ich vor langer Zeit für dich hinterlassen habe. Und setze sie ein, um nach Venedig zu gelangen und den untoten Fürsten zu besiegen. Mondklinge? Welcher untote Fürst? Von nun an werde ich über dich wachen. Und niemals könntest du einen stärkeren Verbündeten als mich an deiner Seite haben. Und nun schlafe, meine Tochter. Aber ich habe noch so viele Fragen. Schlafe. Mit dem Anbruch des Tages wird deine Last sich lindern. Aber Schlafe.